Welkom to dat evangelische brood. Vandaag fangen we aan in de eerste kapitel van Roma vers 15. Ik wil eens zeggen waarom ik mij niet schäme met het evangelium van Christus. Paulus zegt also, zoveel als aan mij is, ik zie uit om dat evangelium te predigen te junt die door in Rom ook zijn. Paulus wie nog nicht in Rom geweest, aber hij door plannen dat hij door hangenen wordt. Rom wie een grote stad, dat wordt een beetje geweest zijn als New York City. Dat wie een stad, wat door nog de proef wordt zijn, met vele opjatten, vele ruimische komfturen, veel dood, hurerie en alcohol, dat wie niet een goede stad voor een Christ te wonen. Maar Paulus zegt, hij schämt zich niet, en dat hij bad doorkomen wordt, en dat hij dat evangelium van Jezus Christus nu aanbrengen wordt, en dit is waarom hij zich niet door met schämen deed. Wenn ik schäme mich nicht met dat evangelium van Christus, wenn dat is eine Kraft Gottes ter der Rettung für all die, wat du glauben, schlicht te de Juden en dan ook te de Griechen. Dit is niet bloß eine Bibelvers, aber eine levende Erfarenheit für mich. Ich habe das Evangelium nur de Gosten gebracht, Lot, en danach, ich habe das Evangelium nur dem Militär gebracht, der du auf dem Weg nach Vietnam wären, wo du den nächsten Tag rüt auf dem Schab weggeschickt ward, all wat Jahren 3. Ich habe dort nur die Schweinehel gebracht, die du alle nächtlich im Haus rumranden. Ich habe das Evangelium mitgebracht, nur die mit Sieden, Gossgebot, nur stehen sie dort. Ich sehe in Hisanen gegangen, ich sehe dahin gegangen, wo Menschen von bei sich Gäste besäten wären, Super, die durch Drugs brauchten, Menschen, die durch Rütgeschmieden wären worden, arm und hungrig, reich, Menschen, die durch sehr gut aufwären. Ich habe in die Häuser von Rotscharschaften, auf Koten, Doktors und Räbers gesehen und habe an das Evangelium mitgeduldet und habe mich niemals geschämt damit. Ich habe mich noch niemals mit dem Evangelium von Jesus Christus geschämt. In der Wirklichkeit, ich habe ein Gefrintel an mein Gesicht und in mein Hort. Warum? Wenn ich weiß, dass das Evangelium, nicht ich, aber das Evangelium ist eine Kraft Gottes zu der Rettung zu all die du glauben. Das ist mein Dank, wer du bist. Das ist mein Dank, wo du gewasst bist. Mein Dank, mit wem du top geschlafen hast. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, was ein Mensch ändert. Von der, du sind viele Menschen, die sich mit dem Evangelium schämen tun. Prediger schämen sich mit dem Evangelium. Weißt du warum? Wegen die lesen Psychology. Beker, ihre Botschaften aufzustellen. Und wenn die predigen von Selbsthaupt und Selbstliebe. Ich tue das nicht. Ich sage ihnen, dass Gott lebt und dass er gut ist. Und dass das Evangelium von Christus dein Leben ändern wird. Das wird all dort heilen, was du artig ist mit dir. Du sagst, du hast Nerventrouble, dort wird dort heilen. Du sagst, die Devils trübeln dich, ja, dort wird dort fixen. Du sagst, du bist schlecht abgebracht worden, ja, dort wird dort fixen. Hier ist ein Mann, er wird abgebracht, so einer, der an Drugs gebunden wird. Und ich mein schwor an Drugs. Seine Mama gof am Drugs, und als er erst uitgewassen wird, er hat dort so sehr gebraucht, dass er das meiste von seinem Arm in seine Hand verlor, und als er bald eine 30 Jahre alt wird, sein Leben wird verbraucht. Er wird so weit bald unten, als das ging, und dort wir nicht uit irgendwas, was am selbst halten wird. Dort wir das Evangelium von Jesus Christus, was am anderen deut. Und von der, er schämt sich nicht damit, und ich schäme mich nicht damit. Wenn Jesus wird dein Leben ändern, nu und für immer. Und die fehlt nicht in der zweiten Haupt, er wird dort tun, und er wird dort selbst tun, er wird dort ganz voll abtun, und er wird dort bosig tun. Also kommt nu Jesus. Dit ist das evangelische Brot für von dir.